Der Bini gefällt das nicht extra, dass der Flori von seiner Ex einen ledigen Bangert kriegt, aber sie bleiben beieinander. Der Lorenz arbeitet einen Tag lang als Kellner beim Brunnerwirt, für das, dass die Leute mehr als 2000 € für arme Kinder springen lassen haben. Wie aber der Zeitungsschmierer ausbleibt, druckt er sie. Die Ururi fadelt's aber so ein, dass er nur mal kommen muss und lässt ihm recht umeinander. Der Toni, sein Geschämsterer, hat keine Zeit nicht, dass er mit ihr zum Musikspektakel fährt. Und nachher fährt's mit dem Patrick. Aber der Karren verreckt und sie feiern zu zweit, bis der Mike kommt. Überdas vergeht ihre Glieb zu den anderen und sie gibt ihm einen Weisel. Der Ludwig taucht in Lansing auf und steckt den Hubert, dass etliche Zeitungsschreiber an sein Wirtshaus auf Costa Rica umeinander schnufeln, weil sie glauben, dass er Steuern hinterzieht. Da versucht der Hubert, dass er den Ludwig schmiert, damit er mehrere Einzelheiten ausrückt, aber der lässt sich nicht kaufen. Schließlich sagt der Advokat, dass alles in Ordnung ist. Am Zwiefall sein Schreibtisch schaut's aus wie Kraut und Ruhm. Weil vor einem wichtigen Schreiberz die letzte Seiten angeht, stellt's mit der Moni die ganze Stumme auf den Kopf. Dabei hat aber der Lorenz das Bladel verschlampt. Der neue Pfarrer hilft z Martels Kirche aus und wegen dem wird Lansinger nie die zweite Sonntagsmesse auf den Samstag auf die Nacht davor verschoben. Das gefällt aber die Mannerleute nicht, wegen der Sportschau. Und deswegen geben sie an Pauli 10 € für das, dass er Druck macht und sagt, dass er und viele Leute dann nimmer in die Kirche gingen. Die Weiber durchschauen aber das und sagen, dass die nachher an Sonntagsmadels Kirche Messe gehen und die alten Leute auch gleich mitnehmen sollen. Trixi mit seinem Schwachsinn verschwitzt drunten vor den Landweiber und die stehen nachher in ihrer Hirbe und nix ist hergerichtet.